Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute Raki Zaki mit sehr viel Verspätung geht die Pressekonferenz nach dem Champions League-Spiel am 7. Spieltag los. Und von daher gehen wir da auch ohne Umschweife rein. Vinny sieht auch aus, als hätte er richtig Bock auf diese PK. Ziel erreicht zu haben, die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League. Jetzt Darüber auch wollen Ton wir mit hätte, Vincent dann Kompanie sprechen wäre gut. und auf eure So, jetzt habe ich Ton. Fragen natürlich jetzt sofort warten. Bitte schön, wer Ja, möchte let's beginnen? go. Oh, Vinny sieht richtig hier in der Mitte angepisst das aus. Mikrofon. Das habe ich den ja noch nie gesehen auf einer PK. Ich meine, ich verstehe das. Der Schiedsrichter war unterste Kanone und die erste Halbzeit war auch nicht gut, ey. Weiß ich nicht, ey. Mal gucken. Durchreichen hier vorne, ja. Bitte schön. Hello, Vincent. In English, what do you think of the game? And Union played the first half. Yeah, Union was very good in the first half. I think I was not surprised. Like it's something that they've been doing for many years. You know, being in big moments and believing in their moments. But they were compact, dangerous on moments on the counter, but also a couple of moments in possession that they played really well. And from my side, the assessment is obviously always twofold. One, Union did very well. Two, I don't think we played at the tempo we normally play. I think our possession was a little bit slower than normal. And if the possession is a little bit slower against a compact team, it's easier for them to defend the spaces. And they did that really well. Das ist richtig. And we probably would have played at a higher level in normal situations. Our counter pressing as well was a couple of steps slower than normal. But then in the second half, and this is something I always want to balance this side of it, I think the reaction of the team was really good for us. I think our tempo on the ball was quicker. Naja, gut, das ist aber ein bisschen, also er hat gesagt, wir waren einfach viel zu langsam in der ersten Halbzeit und auch das Pressing waren wir viel zu langsam, in Konter, Gegenpressing. Mal runtergebrochen, ja. Er sagt, jetzt zweite Halbzeit war es viel, viel besser, wir waren viel, viel schneller, wir waren eher am Ball und so weiter. Da gehe ich mit, ja. Fairerweise muss man aber erst sagen, nach dem Tor war. Also bis dahin war es jetzt auch nicht der Gamechanger, ja. Der Gamechanger war das Tor, so. Und die kurzzeitige Überlegung des Gegners, oh komm, wir versuchen jetzt doch nochmal dagegen was zu machen, so, ja. Das war das Ding, glaube ich. So, deswegen haben wir dann nochmal kurz diese Räume gehabt und ja, das war ein Punkt. Aber ja, danach, nach dem Tor waren wir viel, 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 viel präsenter auch einfach, ja. Ich meine, Chancen haben wir uns dann jetzt auch nicht da am Fließband rausgespielt. Ja. Der Gegner hat, wo wir dann nur noch zu 10 waren, hat er sich ja selbst noch hinten reingestellt. Also klar haben wir dann noch ein, zwei Chancen rausgespielt, ne, gar keine Frage. Das war auch völlig okay, dass du dann den Gang runternimmst. Ja, wir waren nicht in der Pflicht bei 2:0, Alter, da jetzt noch irgendwie für Spektakel zu sorgen. Made Union defenders make a lot more decisions, follow the runner, follow the dribble, defend the second post, defend the sliding passes, switch play, one against one. We caused them a lot more problems, and our counter pressing and our positions to counter press were much better. And then our second half, even with 10 men, I think was a good second half. Ideally, we should have done it from the beginning, but congratulations also to Union. As a Belgian, they did a good job for Belgian football. Dann kommt die nächste Frage an Nicolas Linner für die Bild-Zeitung. Hallo, Herr Kompanie. Ja, Min-Jae Kim hat in den letzten Wochen immer bessere Leistung gezeigt. Jetzt hat er einen bitteren Abend erwischt. Wirkte ein bisschen schockiert nach der gelb-roten Karte. Wie haben Zu Recht. Völlig zu Recht. Ja, muss man mal sagen. Also wie gesagt, der Schiri kann nicht erst diese Linie fahren und dann zack, bumm, jetzt pfeife ich ganz anders. Jetzt pfeife ich jedes kleinen Furz, ja. Also, sorry. Also, nein. Ich kann es voll verstehen, dass er schockiert war und ich fand auch seine Geste beim Rausgehen nochmal so entschuldigend an die Fans. Alles ist gut. Also, Sie die beiden Szenen gesehen und wie bauen Sie und die Mannschaft Min-Jae jetzt auf?
Ja, die Minje hat aufbauen. Erfahrung, hat Scudetto gewonnen in Italien, hat Bundesliga gewonnen, ist Nationalteamspieler, also ist Spieler mit Erfahrung und das gehört dazu. Und der ist gesperrt für das nächste Spiel. Nächstes Spiel ist kein entscheidendes Spiel zum Glück. Aber ich Naja, entscheidendes Spiel, ob du Zweiter wirst oder nicht, war. glaube nicht, dass, wenn wir jetzt über Leistung reden, glaube ich, dass Jonathan Tah und Minje eigentlich uns viel geholfen haben, auch in diesem Spiel keine verrückten Momente zu haben. Ich meine, verteidigend in der ersten Halbzeit haben die schon einiges rausgeholt. Also es waren andere, die vielleicht nicht die bessere Leistung hatten. Richtig. Ja. Aber okay, vielleicht weil ich auch selber Innenverteidiger war, weiß ich, dass das manchmal passieren kann. Und wenn ich Minje kenne, ist das auch, das wird auch keine Rolle spielen, glaube ich. Ja. Dann auf der linken Seite Klaus Bergmann für die dpa. Es ist keine junge 19-Jährige, der weiß schon. Okay. Herr Kompanie, das erste Etappenziel ist erreicht, sind auch schon unter den ersten 4. Was bedeutet das jetzt aus Ihrer Sicht? 2 Spiele weniger im Februar und immer das Rückspiel in den K.O.-Runden daheim? Nicht immer, ne? Wenn du ins Halbfinale kommst, musst du schon unter die ersten 2 kommen. Ja, wir sind in diese Champions League angefangen und das war auch eine Frage sofort, wollen Sie Top 8 und was würde das, also ich kann nicht damals sagen, dass Top 8 nicht entscheidet, wer Champions League gewinnt und jetzt sind wir Top 8 und sagen, das ist das Allerwichtigste. Nein, das ist, glaube ich, gut, weil es ist nicht einfach in diese Top 8 zu kommen, in diese Champions League Format. Ich glaube noch, dass das unterschätzt wird, wie schwierig das ist, in diese Top 8 zu kommen. Und deswegen ist es gut, aber ich glaube nicht, dass es entscheidet, wer die Champions League gewinnt. Und das hat letzte Saison auch gezeigt. Aber wir werden schon auf jeden Fall diese Zeit nutzen, um die Jungs wieder fit zu bekommen und die Kader voll ready zu haben für die wichtigen Momente, die dann noch kommen. Okay, dann noch eine Frage auf dieses. Ja, ich denke schon, dass das ein Faktor sein kann, ne? Mit dem Heimspiel. Also besser haben als brauchen, sage ich mal. Ja, letzte Saison war das halt auch noch nicht so, wenn ich da richtig informiert bin. Von daher weiß ich nicht, ob man das so vergleichen kann. Natürlich hat dann Paris gewonnen. Ja, also ganz ehrlich, du kannst keine Top-Mannschaft unterschätzen, die nicht unter den ersten 8 kommt, die irgendwo da 2 Extraspiele machen muss. So, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Champions League am Ende, das sind Mannschaften, die alle auf einem super hohen Niveau sind, da brauchen wir nicht drüber reden. Und am Ende des Tages entscheiden das Kleinigkeiten, das ist ja, was ich immer wieder sage. Ja, also Tagesform ist das A und O, ob deine Spieler fit sind, wer verletzt ist und so weiter, da können wir ein Lied von singen aus den letzten Jahren. Also das sind die Sachen, die dann irgendwann entscheiden. Aber natürlich kannst du mit Safe das Rückspiel immer zu Hause, kannst du auf jeden Fall leichter mal irgendwie eine schlechte Tagesform im Hinspiel ausbügeln, ja, wie andersrum. Wenn du eine schlechte Tagesform im Heimspiel hast und musst das Rückspiel dann noch auswärts gestalten, dann ja, wird schwierig, ne? Seite, yes, please. Ja, dag Vincent. David Hubert, die zegt hier van Bayern München is voor mij veruit het beste team van Europa. Is dat een gevoel dat Beste team van je Europa, kan delen of begrijp je waarom hij dat zegt? Nee, maar we zijn natuurlijk een ploeg in vorm. Dat is een realiteit. Ik bedoel, ik zit hier al een uur te spreken over de eerste helft vandaag. Maar uiteindelijk hebben we in de laatste 4 wedstrijden 17-3 gewonnen. En dat is de realiteit. Dus we zijn een ploeg in vorm. De lat ligt heel hoog. Maar of dat nu wil zeggen dat je favoriet bent, dat weet ik niet. We zijn gewoon een ploeg in vorm. En dat is de realiteit. En die vorm willen we behouden. Als we die vorm nog hebben tegen het moment dat we de volgende ronde spelen, dan is alles mogelijk. Maar dat is nog een eindje. If we Ich keep muss auch keine Übersetzung mehr going like bringen, that, Alter. everything is That's the last possible. one, yeah, That's the for second sure. Ja,
Vincent, bij Union spreken ze vooral over die gemiste kans natuurlijk van Promise David. Heb je het gevoel dat ze jullie dan echt in de problemen kunnen brengen? En met jouw ervaring, Manuel is het Neuer een with the wereldsave save van against Promise Neuer of David Promise David meer? could have Ja, beide. caused that some problems. Ik bedoel, Manu Neuer heeft dat zijn hele carrière al gedaan en dat was een heel belangrijke save. Hij heeft niet veel saves moeten maken, maar die save Manuel was, Neuer had a great zeker career, and bepalend. that Maar, was of course a of dat nu remarkable wil zeggen, save. omdat we 1-0 achter staan, dat we die wedstrijd verliezen, dat, zover zou. Ja, ich mal ernst, jetzt mal Butter bei der Fische. Das ist Manuel Neuer und da erwartet man auch, dass er so einen Ball hält. So, ja, der war jetzt nicht super platziert in der Ecke gezekelt oder sowas. Natürlich hat er den stark gehalten, so, den hält wahrscheinlich auch nicht jeder. Du musst aus nicht so großer Distanz, nicht so ein Larifari-Kopfball erstmal diesen Reflex haben und den Ball natürlich halten, so, ja. Aber es war jetzt auch nicht, dass der irgendwie super präzise in die Ecke gesetzt wurde. Also immer mal ruhig. Zou ik niet gaan. So Union yeah, was gewoon he heel goed, heel dapper. saved Goed us from georganiseerd. trailing, and En, Union goed played well in the ouderwets first Union. half. Dus alles eigenlijk, ja, dat was perfecte David tegen Goliath moment ook. En daar And is hij wel that heel sterk in. Dus ik heb daar heel veel Could have respect been voor. the En ik perfect heb dus ook respect voor het resultaat David vandaag. En het against feit dat we in de Goliath tweede helft moment. uiteindelijk die wedstrijd dan And you have tot to over de respect lijn what hebben they gebracht. did in the Okay, vielen Dank. first Gute half, Heimreise but we're alle. happy Bis zum nächsten Mal. Danke. he didn't bring it over the line. Danke, ciao. Thanks, that's it. Thanks, haut rein, Leute. Ich mach's auch kurz so schmerzlos. Ich bin auch müde. Haut rein, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.